Einfach gute Musik für Ihren Sonntagvormittag. Das ist Ramasuri, das ist Ihr Frühschoppen. Sonntags ist Stammtischzeit auf Ramasuri. Der Frühschoppen mit Jürgen Meier. So ist es, das bin ich. Und heute mit nochmals 5 gestandenen Oberpfälzer Mannsbildern. Einer schöner wie der andere, sagte unsere Ramasuri-Kollegin Sonja Diesenbacher. Und mit dabei heute Alois Heimler, mit dabei Tobi Rauscher, Sepp Zweck, Gerhard Piefe-Köbler und Hans Miesbeck. Alle miteinander heißen Alles echt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Mit dabei echte Instrumente, wahre Musiker. Und ihr kommt woher aus? Also ein Teil von uns kommt aus Freudenberg, wobei ich mehr als Zugereister gelte, wie man wahrscheinlich an meinem Dialekt so ein bisschen erkennen mag. Und dann ist der Tobi noch da, gebürtiger Vilsecker. Jetzt wohnt er in Sulzbach-Rosenberg. Und der Alois wohnt in der Metropole Oberlein-Siedl bei Ursensollen. Aha, also alles doch Einheimische, oder? Sozusagen, ja. Ich bin inzwischen eingebürgert, ich bin auch schluckgeimpft. Ja. Und jetzt fragen sich viele, warum lädt sich der Meier am Sonntagvormittag eine Band aus der Oberpfalz ein? Weil es einen ganz besonderen Grund gibt. Wir haben letztes Wochenende schon darauf hingewiesen, es gibt einen Weihnachtssong, nennen wir es mal so, oder? Ihr habt euch ganz viele Gedanken gemacht und habt gesagt, wir texten, wir musizieren, wir machen. Genau. Das Lied heißt eigentlich offiziell kein #Weihnachtslied, dass man es auch besser findet. Und es handelt, ich glaube, es ist in dieser Hemisphäre, ich darf sogar sagen, in diesem Spiralarm der Galaxis das einzige Lied, das jemals getextet wurde über einen künstlichen Christbaum. Untertitel BAM aus PVC. Und diesen Song hören wir definitiv heute noch in dieser großen Stunde bei uns im Ramasuri Frühschoppen. Wir wollen aber bei dir sozusagen, spielt auch der Name eine große Rolle. Sepp Zweck, ihr spielt immer für einen guten Zweck. Ja, also ich bin der personifizierte Zweck. Wenn irgendjemand für guten Zweck spendet, dann kommt es meistens bei mir an. Oder selten drin. Gibt's Vorbilder, die ihr habt? Also gibt's Menschen, Musiker, bekannte Persönlichkeiten, wo ihr sagt, naja, an denen richten wir uns ein bisschen aus? Also es gibt tatsächlich so, was wir vom Satzgesang ein wenig so machen, ist, der Studiohund weichselt sich. Schaut, dass wir keine Kamera haben. Ihr sagt, ihr singt borisch, ihr seid Singer, ihr seid Songwriter, ihr spielt die Fehler noch echt. Also da kommt nichts von der MIDI-File, also nichts Produziertes, ist alles wirklich Handware. Genau, das haben wir auch heute vor, dass wir die Fehler auch im Studio perfekt nochmal einspielen. Und selbst das MIDI, was wir programmieren, dann sogar da auch noch Fehler drin. Was hören wir heute alles? Was habt ihr mitgebracht an Musik? Also natürlich unser Kein Weihnachtslied, weil es ja natürlich sehr aktuell ist für denjenigen, der sich noch einen Baum aus PVC kaufen möchte. Wir haben live mitgebracht ein schönes Lied über unsere Heimat, Bavaria, ich krieg nicht nur. Das wollen wir da versuchen einzuspielen. Und wir haben natürlich auch ein Lied dabei, das heißt Jürgen von Ramasuri, auf die Melodie von Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Da haben wir mal ein bisschen was umgedichtet, speziell für dich und die Weihnachtszeit. Dann sind wir mal gespannt. Dann wollen wir hineinhören jetzt in die Qualität von Alles echt. Jetzt gibt es sozusagen einen Song, der heißt Bavaria, ich krieg nicht nur. Alles echt. Schon 100.000 Jahre, da fließt der Bach und spiegelt goldens Sonnenlicht. Im Oktober weht's ein besonderen Geschmack, der heut noch Schnee und Sommer riecht. Der Weg war steil und ich schau übers Land. Die Luft wie Berg grüßt euch so klar. Gott und Teufel in der Felsenwand. Ich glaub, dass China niemals war. Nirgends kann mich schreien, sogar der Dichter fängt zum Stottern an. Wieder daheim, so unbeschreiblich, dass man grad mehr singen kann. Du bist der Sonnenstrahl im Nebelgrau, du bist der Kies am Isarstrand.
ich krieg nicht nur. Uri-oh, Uri-eh, Uri-oh, Uri-oh, Uri-eh, Uri-di-di. Uri-oh, Uri-eh, Uri-oh. Aber ja, ich krieg nicht genug. Sensationell, mein lieber Schieber. Dankeschön. Es trifft immer wieder diese Aussage zu, man soll die Leute nicht nach dem Ausschauen beurteilen. Ne? Das hätte man nicht gedacht. Ja, wir haben ja heute einen dabei, der verbirgt seine Tätowierung, der war eigentlich was fürs Fernsehen, unser Tobi, aber gut, im Radio konnte man das nicht so rüberbringen. Gott sei Dank sieht man nicht, ja. Allerdings, Tobi, von dir gibt es ja auch ganz, ganz nette Geschichten, habe ich mir sagen lassen. Sozusagen auch die Geschichte, wie du zu dieser Band dazugekommen bist. Also da hast du deine Frau an der Nase rumgeführt, aber ordentlich, gell? Ja, das war ein bisschen so eine verzwickte Geschichte. Wir haben ausgemacht, dass wir schön essen gehen, ich mit meiner Frau, ein schönes Candlelight-Dinner in einem wunderschönen Restaurant bei uns in der Gegend und hab dann ihr das alles schmackhaft gemacht und der war wunderbar begeistert und das hat ihr super gefallen, ja. Und bin dann so nach und nach bin ich so ein wenig so mit der Sprache rausgerückt und hab dann ihr gesagt, naja, da sind auch noch so ein paar Musiker, die habe ich halt da jetzt getroffen und wir haben uns ein paar Mal getroffen da jetzt und die werden da auch dort sein. Ja, dann hat schon zum Schau angefangen, gell? Und naja, und wie ich dann gesagt habe, dass ich da halt ab und zu mal mit aufstehen muss, nicht ganz immer bei ihr sein kann und da halt dann mitspielen muss, naja, so war dann das. Aber sie hat's mit Humor genommen, so hat ihr auch gefallen. Ja. Später hat's dann noch gesagt, wie der Tobi das Solo zu Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama gespielt hat, hat gesagt, jetzt ist er in seinem Element, der Hasi. Der Hasi! Ja, sehr. Also, das ist sozusagen, so liebkost sie dich. Ja, das ist also unser... Also, damit es unser auch die Ding, Oberpfalz weiß. Tobi Rauscher aus Sulzbach-Rosenberg. wird von seiner Liebsten Hasi genannt. Ja, genau. Vielen Dank, mein Schatz. So, wer ist eigentlich der Jüngste? Wer ist der Älteste? Also der Tobi der Jüngste? Hasi ist der Hasi ist der Der Jüngste. Jüngste und der Hansi ist der Älteste. Genau. Aber es kommt, wie gesagt, alles von Saiteninstrumenten, Blasinstrumente sind nicht dabei. Also spielt ihr nach Noten? Sagt ihr? Also spielt mehr nach oder Gehör? weniger. Es sind auch ausgebildete Musiker da. Was? Der Sepp, der hat, glaube ich, das goldene Schwimmabzeichen an der Tuba. Ja. Nein, nicht ganz Tuba, eigentlich schon Blasinstrument, eigentlich habe ich Posaune gelernt. Ja. Aber da ist mittlerweile mit dem Ansatz nicht mehr so weit her, so dass man gesagt haben, das verbannen wir von dieser Band. Ja, und der Beefy, das wissen auch die wenigsten, er war früher bei die Regensburger Sängerknaben. Ja, die Domspatzen. Domspatzen, Sapperlotz. Ja. Und deshalb singt er aber jetzt Eiserlotz mit, oder? Genau, Ja. nur ungefähr 3 Oktaven tiefer. Ja. Aus dem täglichen Leben herausgegriffen, wollen wir noch mal in die Seiten greifen. Habt ihr noch mal was parat für uns? Schafft man noch mal was oder seid ihr schon fix und fertig? Vierter Bund, definitiv, sonst wird das nichts. Vierter Bund. Vierter Bund. Also wir spielen den 4. Bund. Was hören wir denn? Rudolf von Ramasuri. Oh Gott, alles klar. Also mein Song. Richtig. Okay, dann meine Herrschaften, viel Spaß jetzt mit Eus echt hier. Live gespielt auf Ramasuri. Hier kennt's Lehmann und Schieder, da sind nix wieder. Der Bleier ist Steier, beim Leiki do Streiki. Heit, da stell mir vor, den schönsten Moderator. Jürgen von Ramasuri hat er auch die Nosen gehabt, weil er den Punsch gern Eissaft, hat er sich 3 Liter geschnappt. Im Studio ist er gemobbt worden. Schau mal, wie der Meier geht. Er kichert und jetzt lallt er. Und er geht vor lauter Mail. Gleich drauf war ein Stromausfall. Keine Sau hat mehr was gesehen. Dann ist direkt
Tag hell gewesen, sie's am Jürgen seiner Nasen gelegen. Seither ist unser Jürgen beim Sender mächtig anerkannt, weil seit Zinken sehr viel Strom spart, wird der Rudolf Meier genannt, wird der Rudolf Meier genannt. Hervorragend. Das Beste ist ja wirklich, ich habe jetzt so ein Schlatterl. Wie kommt man denn auf sowas, mein lieber Schieber? Was hätte ich jetzt eigentlich machen sollen? Im Takt so? Ja? So wär's angedacht gewesen, aber... Ja. Also in vielen Bereichen warst du fast direkt drin. Ja, okay. Jawohl, dann sind wir sozusagen an die Eurovisionsendung an diesem Sonntagmorgen und hören jetzt mal hinein. Ich freue mich riesig auf ein wundervolles Weihnachtslied. Eigentlich kein Hashtag Weihnachtslied. Das ist jetzt Ois echt hier auf Ramazouri. Wir haben einen Baum aus PVC, der ist grey und der ist schön und schicker durch rein von Amazon.de. Er steht grey im vollen Saft, voller Koniferenkraft. Und doch ist sein Stamm aus Silikon. Wir freuen uns schon. Wir haben einen Baum aus PVC. Der ist grey und der ist schön und schicker. Tun Amazon.de. Steht im vollen Saft, voller Koniferenkraft. Und doch ist sein Stamm aus Silikon. Wir freuen uns schon. Ois echt, kein Hashtag Weihnachtslied, auch bei allen Streamingdiensten hier natürlich verfügbar. Sonntags ist Stammtischzeit auf Ramazouri. Der Frühschoppen. Heute mit Jürgen Meier und heute auch mit der Band Ois echt aus, sagen wir Freudenberg, ja? Ja. Kimmergeltenlauer. Uns mit 8 Funkelnickel-Nagel-Nagel-Songs. Ich hab ein Nigelnagel-Nice Kammerl, ich hab ein Nigelnagel-Nice Bett. Ja, ich hab ein Nigelnagel-Nice Dirndl, aber ein Nigelnagel, der ist nicht. 8 funkelnigelnagelneuen Songs, die auch bei iTunes, Amazon Music und natürlich Spotify zum Download bereitstehen. Sich darauf freuen, vor allem auch zu Hause abgespielt zu werden. Und von Jungs, die einfach nicht genug bekommen, gell? Man noch sagen zu unseren demnächstigen Konzerte. Kann man vielleicht, wer uns einmal live hören will, wir sind am 14.02. im Tempelmuseum in Etzdorf und am 15.05. im Kubus in Ursensollen und das Wochenende 24. 25. Juli der Berg ruft 2.0, ein riesen Open Air in Freudenberg auf der Schmieralm. Ihr habt ja Karten mitgebracht, auch für unter anderem das wundervolle Konzert in Ursensollen am 15. Mai. Die gibt's in der nächsten halben Stunde zu gewinnen. Also wenn Sie nächstes Jahr am 15. Mai, das ist ein Freitag, abends nichts vorhaben, dann laden wir Sie in der nächsten halben Stunde ein auf ein Konzert von Ois echt in Ursensollen im Kubus. Ich wünsche euch für 2020 erstens mal viel Gesundheit, bleibt so lustig, so unterhaltsam, wie ihr heute hier bei uns seid. Viel Erfolg mit eurer Musik und vielleicht sehen wir uns ja 2021 dann auch bei unserem Oberpfalz-Festival in Tennisberg. In diesem Sinne, alles Gute und jetzt gibt's noch Musik von Ois echt, Goschen halten. Hey. Zum ersten Mal im Rampenlicht. Beim Konzert, da muss ich schön, da wo's noch Pommes reicht. Auch sie glänzen, Knäu, sie zittern
Backerl, puderrot. Das Notenbladel kennt kein Gnad, sie stirbt ein kleiner Tod. Endlich kommt das Zeichen, es klingt der erste Takt. Doch zwingsam bla 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 im Saal, hätt es fast verkackt. Leider ist so bei die Jungen und es bleibt so bei die Alten. Da haben uns nix zum Sohn, aber da kann es Goschen nicht halten. Wir können es Goschen nicht halten. Band, gänzlich unverstärkt. Die Heiserkeit hat zwängs am Ratschen noch kein Sau bemerkt. Am Liedsänger druck's Batzelaugen direkt aus'm Kopf. Vergeblich sucht der Tobi noch am Volume-Regler-Knopf. Schon bald, da spart sein Gurgel, stehen Badel auf'm Boden. Doch die Labertaschen unten hören ohnehin keinen Ton. Leider ist so bei die Jungen und es bleibt so bei die Alten. Da haben uns nix zum Sohn, aber da kann es Goschen nicht halten. Kann es Goschen nicht halten. Ein gescheiter Mann und seine Karriere steil. Jetzt bindet er auf einmal Stammtisch, Parolen geil. War ihr auf ihn ergiert und ihn das Abendland bedroht. Seine Argumente stinken braun wie frischer Kot. Ausländer waren eine Bedrohung, blubbert's aus ihrem Haus. Alternativ für Deutschland war, wir schmeißen alle Nazis raus. Leider ist so bei die Jungen und es bleibt so bei die Alten. Da haben uns nix zum Sohn, aber da gehen das Botzen nicht halten. Oh, leider ist so bei die Jungen und es bleibt so bei die Alten. Da haben uns nix zum Sohn, aber jetzt sollen's Fotzen mal halten.